Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gehen rein in die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen SV Werder Bremen. Ja, servus zusammen Abfahrt. in die kleine Runde. Keine Paarung gab es so oft in der Liga wie Bayern München gegen Werder Bremen. Das wisst ihr natürlich Ganz alle. genau. Und ihr wisst auch, Natürlich dass wissen wir das alle. Heimspiel gegen Werder der Allianz Arena ist. Servus, Wer das Thomas. nicht wusste, Servus. setzen 6. Ne? Sollte man wissen, dass Bayern gegen Bremen das meistgespielte Spiel in der Bundesliga ist. Euch zur Medienrunde. Keine lange Rede und schnell kommen die Fragen. Ja. Bitte schön. Heiko Niederer ist der Erste. Dann frage ich mal nach dem Personal. Wie geht's Matthijs de Ligt? Hat, glaube ich, gestern wieder trainiert. Ist er voll einsatzfähig, ohne Bedenken? Ja, ohne Bedenken. Also zumindest jetzt Also steht er in der Startaufstellung. Habe ich doch alles richtig gemacht beim Taktikfuchs. mein letzter Stand. Matthias noch nicht da. Aber hat gestern voll trainiert und deshalb habe ich jetzt im Moment keinen Anlass zur Sorge. Wird morgen bereit sein und beginnen. Sag ich Dahinter doch. Carrie Hall für Sky. An die Frage Läuft bei anknüpfen, mir. bei de Ligt, sehen Sie ihn langfristig, also auch für die nächsten Jahre, als festen Bestandteil Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie er da drum herum schippert. des FC Bayern oder gibt es da Aber mal gute Frage auf jeden Fall. Chapeau an den Reporter mal wieder. intern irgendwelche Zweifel? Weil man schon das Gefühl hatte, natürlich in der ersten Saison bei ihm lief's gut, hat natürlich auch viele Erwartungen gehabt mit der Ablösesumme. Jetzt in der Hinrunde hat er nicht viel gespielt, was auch an Verletzungen lag. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Wie planen Sie mit ihm? Und damit ist die Geschichte eigentlich erzählt. Er kam verletzt von der Nationalmannschaft. Fast die ganze Vorbereitung verpasst, kam extrem spät in die Vorbereitung. Und wir haben ihn dann ein bisschen zu früh eingesetzt im Supercup. Und dann haben sich Minche und Upa festgespielt. Dann hat er sich nochmal lange verletzt. Hat sich dann sogar nochmal schwer verletzt. Upa und Minje haben sich festgespielt. Upa gehe ich mit, ja? Haben wir ja auch in der Hinrundenfazit analysiert. War auf jeden Fall der konstanteste der drei. Aber Minje, Alter, was der teilweise gespielt hat, schwierig, Alter. Und jetzt, wir haben noch nicht mal die Hinrunde, also wir haben noch nicht mal die Hinrunde ganz gespielt. Das ist richtig. Natürlich planen wir mit Matthias, unser Spieler, ein Top-Spieler, Top-Charakter, gibt überhaupt keinen Zweifel darüber und muss sich beweisen, wie jeder andere auch. Okay, der Ligt ist Ende der Saison weg, wenn Tuchel Trainer bleibt. Das können wir, glaube ich, hiermit bestätigen. Sonst wäre da jetzt mal ein klares Wort gefallen, so Richtung, keine Ahnung. Wenn ich mit dem jetzt über Jahre geplant hätte als mein Abwehrchef, dann hätte ich das auch kommuniziert. Und das hat er gar nicht getan jetzt. Ne? Natürlich muss er im Konkurrenzkampf stehen, das steht ja außer Frage. Obwohl wir auch genug Spieler haben, wo das nicht so ist, aber anderes Thema. Ja, aber ich denke, das passt halt einfach nicht. Das hat man halt manchmal. Ne? Manchmal ist man einfach nicht auf einer Höhe. Der dritte von dreien, Christian Kunz für die dpa. Eine Frage zu Erik Dyer. Wie hoch ist die Chance, dass er sein Debüt gibt? Und gibt es noch weitere Personalien, die ausfallen, die fraglich sind? Erik ist zurück im Training, hat einen erfreulichen Grund, dass er gefehlt hat mit der Geburt seines ersten Kindes. Und ist alles gut. Und So. Ich mache jetzt nicht das Fass auf, dass so ein Kimmich die ganze Zeit weg ist, wa? Und so ein Eric erstmal mitfährt und dann, wenn es soweit ist, abhaut. Aber gut, wenn man dahingestellt. gestern auch zurück. Wollen wir mal nicht kleinig sein. Das ist ja wichtig, so Geburt des Kindes, ne? Gerade das erste Kind, also ist ein Wunder, dass er überhaupt dann dabei war. Ja. Gekommen zum Training, wird heute dabei sein und ist morgen auf jeden Fall im Kader. Wenn nichts passiert, beginnen trotzdem Upa und Mata. Und dann, ja, also jetzt hätte ich beinahe gesagt, dann hoffen wir, dass er kein Debüt gibt, weil dann bedeutet das, dass sich niemand verletzt. Aber klar, es kann natürlich sein, wenn alles top läuft und wir haben die Möglichkeit, ihn spielen zu lassen, ihm ein paar Minuten zu geben, dass wir das tun. Aber es ist Punktspiel, es geht um die 3 Punkte. Wir werden im Match alles danach ausrichten, was das Beste für uns ist, die 3 Punkte zu holen. Heiko Niederer wieder.
Können Sie noch mal kurz einen Rückblick auf dieses Trainingslager geben, was so die Ziele waren, die Sie hatten im Trainingslager? Hat das geklappt? Haben Sie das Gefühl, die Mannschaft ist näher zusammengewachsen? Hat sich vielleicht auch besser eingespielt? Also was waren so die... Ich glaube, das passiert ganz natürlich, wenn du 4 Tage zusammen bist und 4 Tagen in sehr guten Bedingungen, in sehr gutem Wetter zusammen bist. Du hast einfach viel mehr Zeit miteinander. Du hast viel mehr Zeit auf dem Trainingsplatz. Du kannst Training anders planen. Du kannst auch mal jemanden warten lassen, ohne dass es sich sofort erkältet oder auskühlt, so wie jetzt gerade hier. Die Bedingungen waren sehr gut, die Stimmung war sehr gut, die Qualität war ja, ist die Stimmung sehr gut, wenn du aus der Kälte und Nässe wegkommst, irgendwo hin, wo schön 18, 20 Grad sind. Das ist klar, dass die Stimmung da gut ist. Aber na klar ist das mal wichtig, ne? So, also als Mannschaft. Wir haben ja auch ein paar neue Gesichter dabei, auch wenn die jetzt nicht alle dabei sind. Ja, jeder, der selber Fußball gespielt hat oder was weiß ich, irgendwie so Gruppenaktivitäten hat, weiß das halt, ne? Dass halt einfach auch mal wichtig ist, dass man dann mal einfach so ein bisschen Zeit zusammen verbringt, ohne dass man, wie es sonst ist, keine Ahnung, kommst im Training 2 Stunden oder 3 Stunden und dann bist du wieder weg, ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Sehr hoch im Training. Und wir haben eigentlich einfach unsere Sachen weitergemacht. Du hast die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass wir lange zusammen sind, Videos jetzt. Aber da die jetzt nicht auskühlen und so, ich denke, ich erwarte ja jetzt am Sonntag die Standardsituation, Varianten des Todes. Ne? Da muss ja ein bisschen was passiert sein. Ne? Zu machen, ein bisschen Rückblick zu geben und die Dinge klar. Ganz vergessen, unser Standardkönig war ja gar nicht im Trainingslager dabei. Ach du grüne Neune. Also doch nicht. Schade. Zu benennen, die wir besser machen wollen, und das haben wir gemacht. Es ist jetzt kein klassisches Trainingslager, wie man es vielleicht gewohnt ist, so vor einer Saison, wo ein extremer physischer Input dann auch die Grundlage sein soll, um eine Basis zu haben für die Saison, sondern es war einfach die Möglichkeit, unter der Sonne zu trainieren und dann zusammen zu bleiben. Und das ist für mich so immer der Schlüssel, und deshalb mag ich es auch so gerne, dass du aus guten Trainingseinheiten, die wir dann hatten, du gehst dann nicht auseinander, sondern die Mannschaft bleibt zusammen, die radeln ins Hotel und die essen zusammen und dann verbringen die den Nachmittag zusammen, ein paar sind in der Behandlung gemeinsam, die anderen sind auf dem Zimmer zusammen, spielen irgendwas oder verbringen Zeit miteinander, und dann gehen sie wieder ins zweite Training oder sie gehen auch mal einen freien Nachmittag, was ja auch der Fall war, oder sie gehen auch mal abends gemeinsam essen. Und das schafft dann genau die Stimmung, die du auch brauchst. Wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir erreichen wollen, müssen wir auch gerne zusammen sein und müssen uns einander verstehen und auch einander riechen können. Und es war alles gegeben. Ja, ist das echt schon schade, dass so Kimmich nicht dabei war, ne? Wir hatten eine gute Zeit, da gehört das Staff natürlich auch dazu. Wir hatten eine gute Zeit auch rund um die Trainingseinheiten, und die Trainingseinheiten waren auf einem absoluten Top-Niveau. Es ist natürlich an der Zeit, dass wir das auch auf den Platz bringen. Das wäre schön, ne? Weil wir haben ja schon öfter gehört, wir sind top in Training. Regelmäßig auf dem Platz in den Punktspielen bekommen. Wäre schon schön. Christian Kunz wieder. Aktuell gibt es viele Proteste gegen rechts. Auch Bundesliga-Vertreter positionieren sich klar. Wie finden Sie diese politische Richtig so. Punkt. Gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Bundesliga? Weiß ich nicht genau. Jetzt fangen wir nicht wieder an mit der Diskussion, Sport ist Sport, Politik ist Politik. Über den Punkt sind wir seit der WM in Katar aber lange hinaus, Leute. Ja. Klar, Fußball ist immer noch so die schönste Nebensache der Welt. Fußball ist aber auch die Sportart mit dem größten Einfluss, und hat man, denke ich, auch bei der Trauerfeier von Franz gesehen, und dann kann man auch, so wie es der Uli getan hat, mal klipp und klar sagen, dass die AfD scheiße ist. Punkt. Auch wie ich das finde. Mal mein politisches kurzes Statement, wa? Weil ich immer ein bisschen Angst habe bei bestimmten Themen, wenn sich viele Leute äußern, die nicht hundertprozentig im Thema sind, dass es dann auch nicht hilft. Also sie dann auch Corona und so weiter, das geht jetzt. Das ist eine andere Geschichte, Alter. Ich denke, man muss nicht in irgendeinem Thema sein, damit man eine rechtsradikale Partei, die schon in einigen Bundesländern als sicher rechtsradikal deklariert wurde, dagegen zu sein oder dagegen zu sprechen. Also wenn man das dann abtut mit ich bin nicht 100% informiert oder sowas, dann geht man auch an der Zeit vorbei, Alter. Nicht.
Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt noch sagen will, ob er darauf hinaus wollte. Zum Thema Rechtsextremismus muss man natürlich ganz klar sagen können, nicht genug aufstehen. Also ja, eben, ganz genau. So sieht's aus. Und das kannst du auch mit gefährlichen Halbwissen. Also, keine Ahnung. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Also nicht hier auf dem Kanal, Alter. Wenn ihr hier Rechtsextremisten seid, dann verpisst euch hier. Punkt. Da stehen wir 1000% dagegen auf. Da gibt es keinen Zweifel gegen jede Art von Extremismus, aber natürlich auch insbesondere aktuell in der Diskussion und mit unserer Geschichte gegen Rechtsextremismus, da kann es keinen Zweifel geben. Und da kann es dann auch keine Stimme zu viel geben. So Gary Howe wieder dahinter. Wie haben Sie den gestrigen Nachmittag erlebt und welchen Stellenwert hat Franz Beckenbauer für Sie persönlich? Also letztes Mal schon beantwortet die Frage. Gut, wie er es erlebt hat jetzt, keine Ahnung. Ich fühle immer solche persönlichen Fragen auch nicht. Wisst ihr, so eine Trauerfeier, und mit Trauer geht jeder Mensch auch anders um. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Vielleicht sagt er, er möchte da gar nichts zu sagen oder so. Was ich persönlich vollkommen verstehen würde. Ja, ich glaube, Franz ist in der Liga von Pelé und Diego Maradona, das ist größer geht nicht. Also ich meine, die Wortschöpfungen Kaiser, Lichtgestalt geben die Größenordnung ganz gut wieder, und deshalb war es ein schöner Rahmen. Ich denke, man hat ja auch gesehen, was da los war und wie die Wertschätzung war, ne? Und auch ein notwendiger Rahmen, aber ein schöner Rahmen, sehr respektvoller Rahmen, und die Redner waren beeindruckend, das Rahmenprogramm war beeindruckend, und trauriger Anlass und trotzdem ein schöner Rahmen und sehr würdiger, respektvoller Abschied. Heiko, wieder bitte. Hätten wir nicht diplomatischer und besser formulieren können, als er es getan hat, oder? Bei der Rechtsverteidigersuche gibt es wieder einen neuen Namen aus England, Kieran Trippier. Ich vermute, Sie werden jetzt zum Stand der Verhandlung nichts sagen, aber vielleicht können Sie zu dem Spieler was sagen. Und wenn nicht, vielleicht einfach nochmal generell einen Einblick geben, was wünschen Sie sich persönlich? Also wäre das für Sie auch okay, wenn es quasi jetzt so wie bei Dyer eher, sag ich mal, eine Alternative ist, oder hätten Sie schon gerne einen, der wirklich eigentlich die Nummer 1 sofort ist oder ein Top-Spieler ist für die nächsten Jahre? Wir suchen immer das ganze Paket, jung, gut aussehend und erfolgreich. Da jetzt wirklich jung gesagt? Bin schockiert. Aber die Frage ist, was ist die Definition von jung beim Tuchel? Jung, gut aussehen und erfolgreich und erfahren am besten. So einen 19-Jährigen, der schon 600 Spiele hat, das wäre doch der Traum von Tuchel. Wir wissen aber es ist knifflig. Also die Situation ist knifflig, die Ausgangslage ist knifflig. Andere Vereine haben natürlich die gleichen Ziele auch wie wir, sind ebenfalls mitten in der Saison. Deshalb ist das Wintertransferfenster auch ein bisschen komplizierter als das Sommertransferfenster. Wer hätte das nur gedacht? Namen werde ich nicht kommentieren, das wissen Sie, weil Sie es nicht gehört, weil wir auch nicht wollen, dass andere Vereine öffentlich über unsere Spieler sprechen. Und die Position, wo wir eventuell noch nachlegen wollen, wenn es die Möglichkeit gibt, ist klar definiert. Wir haben uns natürlich alle daran gewöhnt, dass Conny das... Nein, da haben wir uns nicht dran gewöhnt. Nein, haben wir uns nicht dran gewöhnt. Bitte gewöhnen den Kimmich dahin. Danke. Außergewöhnlich gut macht als Rechtsverteidiger. Trotzdem, ich wiederhole mich, ist er ein gelernter Mittelfeldspieler und fühlt sich da wohler und kann uns dort noch mehr helfen. Das ist richtig. Aber selbst wenn gar nichts mehr passiert, werden wir keinen Millimeter von unseren Zielen abrücken und eng zusammenrücken und versuchen, unsere Ziele auch mit dem Kader zu erreichen, den wir jetzt haben. Wenn es die Möglichkeit gibt, Spieler noch zu verpflichten, von denen wir, so wie bei Erik, dann nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich überzeugt sind, dass sie der Gruppe weiterhelfen, und das waren wir bei Erik, und hatten dann die Möglichkeit, dann sind wir offen dafür, das zu tun, aber das ist natürlich, das Paket muss ein großes sein, weil wir befinden uns auf einem hohen Niveau, die Mannschaft spielt auf einem hohen Niveau, ist sehr talentiert. Und es ist immer natürlich mitten in der Saison jemand dazu zu bringen, dann musst du dir sicher sein, dass auch der richtige Charakter ist. Dann wieder noch einmal bitte, Christian Kunz. Wie erwarten Sie Bremen und wie schauen Sie auf Leipzig gegen Leverkusen?
Gar nicht. Wir gucken nicht auf andere, wir gucken nur auf uns selber. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich die Uhrzeit zu Hause bin und das dann auch schaue. Weil es mich natürlich interessiert, beide Teams interessiert. Es ist auch nicht so weit, dass wir beide Teams dann auch spielen. Und es ist interessant, in so einem Spiel die Herangehensweise von beiden Mannschaften, sowohl von Leverkusen gegen Leipzig als auch von Leipzig gegen Leverkusen anzuschauen und dann direkt auch live einen Eindruck zu kriegen. Wir werden das ja dann später auch nochmal analysieren, wenn wir dagegen spielen. Aber das schaue ich mir auf jeden Fall an nachher. Und Bremen erwarten wir mit einer Fünferkette, entweder ein 5-3-2 oder 5-2-3-System, ähnlich wie Hoffenheim, und werden uns darauf vorbereiten. Du hast es vorher in deinem Eingangsstatement gesagt, das wusste ich gar nicht, dass es kein Spiel öfter gab in der Bundesliga. Das ist natürlich eine ganz klassische Begegnung, die für mich als Jugendlicher damals eigentlich mit den größten Reiz versprüht hat, weil das war immer spektakulär, das waren immer viele Tore, das waren immer... Waren schon gute Spiele damals, wo Bremen die Hochzeit auch hatte, ne? Da war immer eine besondere Energie drin. Ja, immer Feuer. Ich persönlich glaube, dass sowas auch drin bleibt, auch wenn die aktuelle Situation von Bremen gerade nicht ist, dass sie mit uns um den Titel kämpfen. Und trotzdem ist es eine spezielle Konstellation. Bremen hat immer eine besondere Art, Fußball zu spielen. Es ist immer technisch geprägt. Sie sind immer darauf bedacht, Tore zu schießen. Sie sind immer offensiv ausgerichtet. Das steckt in ihrer DNA. Darauf werden wir uns vorbereiten. Es ist der Anfang der Rückrunde. Deshalb fehlt so ein bisschen Videomaterial, Aktuelles. Und deshalb liegt hoffentlich kommen wir da klar. Hä? Nicht, dass die Mannschaft wieder verwirrt ist. Der Fokus sehr stark bei uns. Dann noch einmal Carrie Haupt. Wow. Tuchel rückt ab. Fokus nicht mal ganz stark bei uns. Nicht beim Gegner. Bitte. Müsste man jetzt Akte X-Sound einspielen. Ja, zu Beginn der Saison oder in den ersten Monaten der Saison spielte Leroy Sané meistens auf der rechten Außenbahn, hatte da auch, fand ich, so seine stärkste Phase, viel Zug zum Tor. Dann ist er jetzt auf die linke Seite. Können Sie erklären, wie es zu diesem Wechsel kam? Ja, damit der Leroy mehr flanken kann. Ob das Bestand hat, also hat das taktische Gründe, dass vielleicht Coman auf der rechten Seite defensiv ein bisschen mehr macht, oder welche Gründe hat das aus Ihrer Sicht? Das war auf jeden Fall auch ein Grund, dass wir in irgendeinem Spiel auch mal mit Kingsley rechts begonnen haben, weil er uns gegen den Ball fast wie ein Wingback, fast wie ein Defensiv- oder wie ein Mittelfeldspieler mindestens fast eine Fünferkette aufgefüllt hat auf der rechten Seite und ihm das dann als Rechtsfuß dort mehr liegt als mit einem seitenverkehrten Spieler wie mit Leroy. Ich glaube, dass beides geht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann wir umgestellt haben. Ich glaube, es war aber schon ziemlich früh. Und es war dann auch links auf links und rechts auf rechts so erfolgreich, dass wir dabei geblieben sind. Leroy hat auf der linken Seite bei Manchester City seine mit Abstand erfolgreichste Saison gespielt. Und kann über die linke Seite aus meiner Sicht ein bisschen mehr Zug in den 16er rein entwickeln, während es ganz natürlich ist, wenn du seitenverkehrt spielst, dass die erste Aktion eigentlich sehr oft ein Querdribbling ist. Beides geht. Es wäre halt schön, wenn man mal zwischendurch mal einen Wechsel sehen würde, ne? Das wäre ja mal was. Zumindest wenn man merkt, so, der Gegner ist jetzt voll darauf eingestellt, auf beide. Dann wechselt doch mal 20 Minuten die Seiten. Also das sollten ja beide können und das sollte auch möglich sein. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, wann genau der Anlass war, es umzustellen, aber es gefällt uns im Moment sehr, sehr gut. Die linke Seite in der Kombination und die rechte Seite in der Kombination. Deshalb haben wir beide Optionen und können wir auch von Spiel zu Spiel, je nachdem auch, ob der Gegner zu 4 oder zu 5 spielt, verändern. Ja, wann haben wir das denn mal verändert? Ja, dann let's go, Alter. Vielen Dank, danke, schönen Samstag, bis morgen. Ciao. Ja, perfektes Schlusswort. Ja. Ja, Leute, kurz und schmerzlos. Waren ein paar interessante Fragen bei. Antworten wurde wieder ein bisschen drumherum geschippert, aber im Großen und Ganzen war es eine der besseren Pressekonferenzen.
In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, wünsche euch ein schönes Spiel und wir hören uns dann Sonntag zur Spielanalyse. Rot-weiße Grüße, tschüssi.